Ui, es ist schon Zeit zum Anfangen. Wo steckt nur die Rahel? Rahel! Ich komme. Du darfst sonst gerade daher sitzen, das ist dein Platz. Danke. Hey Mami, was machst denn du da? Ich bin heute eingeladen in der Sonntagsschule. Hast du vergessen? Heute ist Muttertag. Oh, das habe ich voll vergessen. Mami, alles Gute zum Muttertag. Danke vielmals. Und danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich schaue ja immer die Sonntagsschule mit unseren 2 Jüngsten. Und heute bin ich ganz gespannt, was echt der Knüsli für eine Reise macht. Und auch der Abraham. Ja, in dem Fall begrüßen wir euch heute das 3. aus dem Studio. Das sind Rahel, meine Schwester, meine Mami und ich, die Josheba. Ja, der Muttertag ist ein spezieller Tag. Können wir der Mami wieder mal Danke sagen für das, was sie das ganze Jahr durch für uns macht. Ja, du hast recht. Sie kocht immer für uns, sie wäscht unsere Kleider, sie putzt das ganze Haus, hilft uns bei den Aufzügen und vieles mehr. Und immer einfach sind wir Kinder ja nicht. Also ich meine, wir sind ja 7 Kinder daheim, da hast du immer wieder deine Herausforderungen. Und eure Mamis daheim sicher auch. Und ich weiss, wir haben auch immer wieder Blödsinn gemacht. Eine Geschichte, die mir in den Sinn kommt, ist, wo jemand von uns mal mit Schuhcreme alle Schuhe putzen und alles richtig dick eingeschmiert hat mit Schuhcreme. Sogar die Gummistiefel und am Schluss sogar seinen eigenen Teddybär. Da hast du es auch gehabt, oder? Das stimmt, ja. Ja, und einmal habe ich es geschafft, mit einem Geschwisterchen eine Fensterscheibe kaputt zu machen. Aber gleich, Mami, hast du mich noch lieb. Das ist doch klar. Also ich finde Mutter sein sowieso der schönste Beruf dieser Welt. Magst du dich nicht mehr erinnern, Rahel, wo du ein Kind warst? Wenn man dich nach einem Beruf gefragt hat, hast du immer gesagt, ich will mal Mami werden. Das finde ich ganz schön. Ja, da mag ich mich noch erinnern. Genau. Aber stimmt, Mami sein ist nicht immer so einfach. Und manchmal weiss ich selber nicht recht, wie ich reagieren muss. Und Mamis machen auch Fehler. Gell, Kinder, das wissen ihr auch. Aber ich vertraue ganz fest auf Gott. Er hilft bei dieser Aufgabe. Oh, jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Und zwar habe ich dir noch ein kleines Dankeschön für den Muttertag, weil du immer für uns da bist. Danke vielmals. Die sind aber schön. Und wie die duften. Danke vielmals. Hat euch der Knüsli auch eine Mami? Und hat er echt für sie auch ein Geschenk? Oh ja, ich hoffe sehr, dass er den Muttertag nicht vergessen hat wie ich und dass er nur an seine Reise denkt. Der hat doch letztes Mal auf so eine Reise gehen, oder? Schauen wir doch einfach mal rein. Immer noch 8. Heimatland. Wann kommt dann der Geschwinde? Wir haben doch auf die 8 abgemacht. Hey Knüsli, sorry, ich bin ein bisschen spät. Ich hatte noch Stau gehabt. Wer bist denn du? Ich bin der Geschwind. Hallo? Kennst du mich nicht mehr? Stimmt, da der Brüllen. Kein Problem, ist immer noch 8 im Fall. Wir können gleich losgehen, ich habe für dich gepackt. Da Ja, sehr sind deine gut. Sachen und mein Rucksäckchen. Und dann können wir eigentlich gerade das Sapperlötchen losgehen. Warte, zuerst noch. Warte noch bevor. Ist noch wichtig, dass Ja. wir uns schützen. Ich muss dich kurz hier einspritzen. Dankeschön. Und mich auch noch. Dann pack das schon noch mal. Was hast denn du da alles dabei? Ja, alles nur nützliche Sachen. Ich habe gedacht, weisst, in jedem Team hat es einen Muskelprotz und einen Gescheiten, dass du die schwereren Sachen hast. He? Das ist auch noch für dich. Das bin ich der Muskelprotz, hä? Finde ich gut, oder? Was meinen die? Das habe ich eigentlich nicht gesagt. Ich habe eigentlich gemeint, dass ich beides bin. Du bist der Lastessel. So, einpacken. Da ist einfach noch ein Haufen Bombenschips und so Zeug drin. He? Ja gut, dann gehen wir halt. Dann tut uns der Dönerkompass an die erste Station führen. Wir gehen die erste Station mit dem Auto, bis wir nicht mehr weiter können. He? Ja, sehr Gehen wir. gut. Dann muss ich ja nicht alles tragen. Doch, Bombenschips und alles.
Gefahren ist. So geschwind, schau, das ist jetzt hier der Wald, jetzt kommen wir eigentlich unserem Ziel immer näher. Jetzt sollten wir dann gerade zu der ersten Verpflegungsstation kommen. Habe ich gedacht, da weißt du, vom Ja. Kompass her zeigt es mir. Wie lang geht es noch? Ja, nur noch ein Augenmäntchen. Ich mag nämlich nicht mehr. Das halt, weißt du, wir haben zu früh die Chips gegessen. Also, mir. Die Chips hast du gegessen, während ich am Fahren war. Und dabei bin ich so geschwind gefahren. Ja, aber kannst du mir glauben, die Chips sind alle restlos wieder rausgekommen. Ja. Oh, jetzt müssen wir da rechts gehen. Da rechts. Bist du noch da? Ja, bin noch da. Oh, da links. Jetzt müssen wir wieder links gehen. Und, hey, nochmal links. Ja, wo läufst denn du durch? Alles am Kompass noch. Zum nächsten Dönerstand. Ich traue dir nicht so ganz. Magst du noch? Nein, jetzt wird es langsam... Hey, ich glaube dir nicht, dass da ein Dönerstand irgendwo ist. Doch. Ich schmecke so etwas, du nicht? Ja, aber ich schmecke noch kein Und Fleisch. schau, jetzt heisst es da rechts, glaubst du? Jetzt müssen wir da rechts. Es ist sicher da vorne gerade ein Dönerstand. In 20 Meter links rechts abbiegen. He? Ja, da ist irgend so ein Verkaufsstand. So, Tilly. Grüezi wohl. Ja, hoi zusammen. Hast du Grüezi gesehen? wohl. Der Dönerkompass hat rechts. Wollt ihr da etwas kaufen? Ich Ja, habe auch gerne. feine Äpfel, grüne Äpfel. Ja, gerne einen Döner. Für mich. Aber schau, Mit Schön. allem und scharf. geschwind. Was schöner muss er sein. Nein, Döner. Schön. Ja, schöner habe ich da die roten Äpfel. Geschwind. Wenn das jetzt so ein Dönerstand ist, dann in dem Fall Also, gerne ein zwei, roter Äpfel. zwei Döner mit Äpfeln. Zwei schönere Äpfel. Was Äpfel? Döner? Nein, 2 Döner mit Äpfel. Ja, Döner mit Äpfeln. Also Äpfel habe ich da grüne und rote. Oder orange habe ich auch noch. Was versteht der Döner nicht? Junger Mann. Hey, hey, was soll das? Sag mal, was soll das? Schau da, auf meinem Kompassli hat es da einen Dönerstand. Und den suchen wir. Ein Standzimmer, ja. Ja, mit Döner. Döner-Kebab. Ich kann Ihnen nicht helfen. Was hast denn du da für einen Ich Kompass weiß nicht, was Sie mitgenommen? meinen. Oh. Jetzt ist mir ein Schmiss geschickt. Excuse, junger Was Mann. meinen ihr Peperoni? Nein, ohne Pfeffer. Pepperoni. Ah, ja gut, dann ist es Knoblauch. Nein, warte. Was ist denn passiert? Was ist jetzt so falsch? Mir ist ein Augenproblem passiert. Ich habe leider den Gemüsekompass dabei gehabt. Excuse. Ja, nein, du bist mir Ja, einer. Hey. aber hallo, wenn ihr nicht kaufen. Bleib da geschwind. Es tut mir leid. Ebenecker, Jawohl. Söldnerkabis, auf, hopp. Befehl, Oberleutnant. Und noch. Basis 341.161. Erinnert Sie mich, der Ebenecker macht noch 50 Liegestütze. Links. Ruhe. Links. Links. Ebenecker, Standen, Oberleutnant, ja. was ist unsere Mission? Unsere Mission. Mission, immer 3 Befehle, hä? 3 Punkte bewegen, eins. richtig. Genau. Punkt 1. Am Weg langlaufen. Ebenecker, sind Sie sicher? Punkt 1. Das ist Spitzweg. Ebenecker, ich erkläre es Ihnen nochmal. Aber das letzte Mal. Basis 341.161. Ebenecker macht nochmal 50 Liegestütze. Also 3 Punkte Fehl. Ziel. Dr. Professor Alles Knüsli. Weg zum Ziel direkt. Verhalten ab Ziel. Knüsli observieren. Heisst beschatten, beobachten und Meldung erstatten. Und was hat der Knüsli gemacht? Der Knüsli, das ist der komische Vogel, der sucht irgend so ein Ei und wir vom Heimatschutz müssen schauen, dass der Welt nichts antun kann und müssen eigentlich verhindern, dass der noch mehr Schaden macht, als er sonst immer macht. Haben Sie gut. verstanden? Verstanden. Ziel. Professor Knüsli. Richtig, Weg zum Ziel, direkt. richtig, Verhalten am Ziel,
beobachten und observieren. Richtig. Basis 341.163. Der Ebenecker ist ein Wecker, aber das weiss er jetzt. Gut, Lina, Marsch! Schande! Links! Ja! Halt! Er ist da vorne. Wo? Dort! Sehen Sie ihn? Ja! Nein, halt! Ebenecker, zurück! Aber er ist dort vorne. Ich bin die Führungsperson, ich führe. Wir nach Marsch! So geht das. Ebenecker, Sie Löhl! Aber... Beobachten mit den Augen! Nein, aber Knüsli, Ja, was soll das? ich Jetzt habe weiß. ich mich geopfert, um dir da helfen bei deiner Expedition und nachher sagst du mir, ich muss alles tragen. Du tust den Kompass schauen. Du hast gesagt, du hast alles im Griff. Wir Ja. haben immer genug Essen über. Aber jetzt muss Ja, ich ich beruhig merken, dich mal. dass du einfach gar nichts im Griff hast. Das ist, Weil- das ist mein grösster wissenschaftlicher Fehler, der Kompass. Hörst du auf dich immer schlagen? Das macht mich ganz nervös. Ja, Ich ich bin meine, das Mittel, das du mir gegeben hast, was ist das? Es funktioniert super. Wieso? Ich habe mir ein Antibrum gegeben, dass die Mucken nicht zu mir kommen und die Reis das anziehen. So habe ich doppelte Sicherheit, dass sie nicht zu mir kommen. Ja, du bist mir jetzt auch ein Maulheld, ich sag's dir. Und was für ein Held. Ein Maulheld. Oh, das habe Mehr ich im Maul wahrscheinlich als im verdient. Kopf. Nein, Ja. nein, es ist einfach mühsam mit dir. Ich habe viele im Maul, als ich die ganzen Chips gefuttert habe. Aber im Kopf habe ich auch viel. Aber Also, ja. Knüsli, wenn Ja. es so weitergeht, kehre ich um, Nein, nimm meine Sachen und gehe heim. Dann kannst du allein weitermachen. aber geschwind. Es tut mir ja leid. Ich bin in letzter Zeit so verwirrt, weisst. Aber wieso denn? Das ist etwa wegen meiner Mutter. Ja, was ist denn mit deiner Mutter? Ja, weißt du, meine Mutter hat, seit ich klein war, hat sie mir alles beigebracht, was ich noch nicht gewusst habe. Ja, ich weiss, es war nicht viel, aber sie hat es trotzdem gemacht. Und jetzt ist ja der Muttertag, oder? Ja. Und jetzt will ich ihr ein Geschenk bringen. Aber ich weiss nicht, ob sie Freude hat. Ja, was hast du denn für ein Geschenk? Zeig mal. Etwas ganz Spezielles. Sie hat gesagt, du Knüsli, Alois, mein Sohn, du siehst, ich sehe immer so alt aus und ich brauche etwas, was mich jung macht. Und das habe ich ihr da parat gemacht. Ja, sieht interessant Ja. aus. Jetzt Ja, schicken wir es einfach. Mal schauen, ob Wie sie willst du Freude es hat. jetzt ihr von da aus schicken? Dann kann alles denken. Schau, Da bin ich jetzt aber gespannt, hä? ich habe noch das hier dabei. Das tun wir jetzt hier anbinden. Warte, jetzt hat er hier ein Schalterchen angestellt. Ich muss das noch kurz anbinden. He? Und jetzt schicken wir das meiner Mami. Aber ich weiss eben nicht, ob sie Freude hat. Was ist es denn? Ja, etwas, was sie jünger macht, weisst du? Meine Mami hat gesagt, Knüsli, ich sehe jetzt alt aus, ich brauche etwas, was mich jung macht. Und jetzt schicken wir das. So. Schau, ich habe extra in meinem Nattel habe ich da eine Fernsteuerung reingebaut. Jetzt tun wir sie rauffahren. So. Und los. Jetzt sollte es irgendwie losgehen. Sehr gut. Sei schon Mami einen Gruß, gell? So. Also, Oberstleutnant Iseli, was machen wir jetzt da? Wir tun observieren, Ebenecker. Und was ist observieren? Beobachten, Ebenecker. Was beobachten wir? Eben den Knüsli. Ebenecker, Kurt, da fliegt der Drohne fort. Aber ich sehe nichts. Löhl, sind sie vor den Feldstecher gelaufen, Ebenecker. Excuse, Oberstleutnant Iseli wird nicht mehr vorkommen. Schauen Sie da durch, dort fliegt die Drohne. Gesehen. Ziel gesichtet. Und jetzt? Sagen Sie es mal am Kommando. Sagen Sie, dass wir das Ziel gesichtet haben. Und welches ist unser Kommando? Ebenecker, Sie haben nicht brauchen Ziel. Basis 341.163. Wir haben das Ziel gesehen. Eine Drohne fliegt weg. Wir bleiben dran. Jetzt müssen Sie nichts mehr sagen. Danke. Ja, Knüsli, kannst du meiner Mutter auch noch etwas schicken? Ja, könnte man eigentlich machen, aber warte, jetzt muss ich noch den Autopilot aktivieren. So, jetzt fliegt das Teil. Ja, Was hat sehr denn deine cool. Mutter gern? Ja, sie wird auch ein bisschen jünger aussehen. Oder könnte man eigentlich das Gleiche schicken?
Ja. Ja, gut. So. Den Ja, Kanten gut. brauchen wir ja nicht mehr. He? Dann wir halt weiter, dann ist gut. Würde ich auch sagen. Probier's mal mit dir. Haben wir noch Das ist laufen lieb. lassen? Gibt es ein Problem? Du bist Könnt ihr das mal sagen? Du und das Gemüse sind das Problem. Und wir Was gehen jetzt Gemüse? weiter. Ja. Ja, aber habt ihr noch etwas wollen kaufen? Nein, danke. Nein, danke für Fallobst. Ja, aber ein Äpfel. Nein, danke. Was ist denn das? Oh, der Aloisli wieder. Also jünger hat die Mami vom Knüsli mit dem Geschenk sicher ausgesehen. Aber ob sie so Freude hatte daran, das ist eine andere Frage. Ja, und die haben dann viel gestritten. Sind wir echt auch so gewesen? Also streiten tun ja alle Kinder, das wissen wir ja. Aber ich muss jetzt gerade ein bisschen an meine eigene Kindheit denken. Ich wollte unbedingt lieb sein. Und ich habe mir immer wieder neu fest vorgenommen. Also heute will ich gar nicht streiten mit meinen Geschwistern. Und doch habe ich es nie geschafft. Alle Anstrengung hat nichts genützt. Am Abend bin ich einmal total enttäuscht. Ich habe es nicht geschafft. Vielleicht ist dir das auch schon so gegangen. Du hast das fest vorgenommen und hast lieb sein und nicht streiten. Letztes Mal habe ich eben Jesus noch nicht gekannt. Mein Retter und Heiland. Der kann nämlich nur helfen. Er, der starke, treue Gott. Das ist so. Ja, dazu kenne ich gerade noch ein Lied. Und so werden wir das doch gerade miteinander singen. Ja, genau. Micha und Christina, kommen doch führen, dann singen wir das zusammen. Und genau das wollen wir jetzt miteinander singen. Stark ist unser Gott. Steht ihr am besten auf und macht ihr mit. Los, los, ich
Ja, ist das nicht wunderbar? Der Gott, von dem wir jetzt gerade gesungen haben, was der für Eigenschaften hat, eben stark und gross und gut ist er und treu und noch vieles mehr. Vielleicht kannst du dich erinnern an die Lektion oder die Sendung vom letzten Sonntag, vom letzten Mal. Dort ist es nämlich auch genau um das gegangen. Wie gross, wie herrlich, wie wunderbar der Gott ist. Vielleicht kannst du dich erinnern, eine Quizfrage ist genau auch über das gegangen. Hast du müssen aufschreiben, Eigenschaften über Gott. Und ich kann dir sagen, es hat uns sehr gefreut, wie viele Kinder da wirklich mitgemacht haben und Sachen angeschrieben haben. Und wir können einfach nur staunen. Wunderbar, gross und herrlich ist der Gott. Der ewige, der einzige Gott ist er. Und dem Gott, dem grossen Gott, hat der Abraham ganz vertrauen, ganz auf ihn schauen. Er hat die Führung von seinem Leben ganz dem Gott geben. Und ich habe in der Bibel einen Vers gefunden, wo es genau um das geht, wo Gott das nicht nur am Abraham sagt, sondern auch dir und mir. Jetzt darfst du mal daher schauen. Da heißt es, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Und jetzt habe ich eine Idee, jetzt machen wir doch das gerade miteinander. Tun wir den Vers miteinander aufsagen, also ich tue laut vorsagen und du darfst einfach mit mir mitreden. Probieren wir es mal. 1, 2, 3. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Super, ich denke, das hat ganz gut geklappt. Jetzt, wenn du da drauf schaust, dann siehst du da, ja gut, aber jetzt die Führung vom Leben am Herrn überlassen, aber da hat es Schäfli und Hirt, was hat jetzt das mit dem zu tun? Bei den Schäfen und beim Hirt ist es eben eigentlich ganz genau gleich. Die Schäfli kennen die Stimme vom Hirt und sie wissen, der Hirt, der will nur das Beste für uns. Und der weiß, was gut ist. Und sie hören auf seine Stimme. Die Schäfli, die hören, wenn der Hirt ruft, und dann rennen sie zu ihm. Sie gehen dort her, wo er vorausgeht. Und genau das meint Gott, dass wir das machen, dass du und ich, dass wir das machen können, was Gott sagt, was er von uns möchte. Gut, jetzt tun wir den Vers nochmal miteinander aufsagen. Ich zähle wieder voraus und du kannst laut mitreden daheim. 1, 2, 3. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Und jetzt habe ich noch eine Idee. Es hat sicher ein paar Kinder, die gerne Offi haben. Oder? Jetzt müssen wir alle die Kinder aufsagen, die Offi lieben. Offi zum Trinken oder Offi Schoki zum Essen oder irgendwas mit Offi. Also probieren wir es. Also ich habe es sehr gern. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Sehr schön, super. Ja, jetzt steht da, überlass dem Herrn. Aber jetzt haben wir vorher immer von Gott geredet. Wie wunderbar Gott ist und dass wir Gott die Führung überlassen. Und jetzt steht da dem Herrn. Ja, dem Herrn ist eigentlich nichts anderes als Gott. Weil der Herr, mit dem Herrn ist Gott gemeint oder umgekehrt. Gott ist der Herr. Gott ist der Herrscher. Gott ist eben der die ganze Welt gemacht hat. Gott ist der, wo der Anfang ist, wo das Leben gemacht hat. Von ihm kommt alles. Er ist die Wahrheit. Der allmächtige, grosse, wunderbare Gott. Er ist der Herr. Jetzt sagen wir den Vers anders auf, und zwar ganz leislich, ausser dem Herrn und auf ihn. Das müssen wir ganz laut sagen und der Rest ganz leislich. Probieren wir es einmal. Nochmal. 1, 2, 3. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Sehr gut hat das geklappt gehabt. Die einen haben richtig laut geschrien, ich habe es fast bis dahin gehört. Wunderbar. Überlass dem Herrn die Führung. Ja, was heisst denn jetzt das? Die Führung am Herrn überlassen. Wie kann ich das machen? Frag Gott, was er von deinem Leben möchte. Frag Gott, was richtig ist. Weil eben, er weiß es ja. Das steht da.
Er macht es richtig. Gott weiß alles. Führung ihm überlassen heisst, den Herr fragen, Gott fragen, was er von deinem Leben möchte. Gott fragen, wie du reagieren sollst. Manchmal kann es sein, dass dein Geschwister oder ein Kollege ärgert. Und was machst du dann? Wie reagierst du? Was sollst du machen? Dann frag Gott. Lies in der Bibel, nimm die Bibel führen und lies dort drin. Weil in der Bibel möchte Gott zu uns reden. Die Bibel ist wie ein grosser Brief, wo Gott alles aufschreiben lassen hat, was er uns Menschen möchte sagen. Wie wir leben sollen, was wir machen sollen. Und darum frag Gott und nimm die Bibel und höre auch auf seine Antwort. Und so können wir nachher die Führung von unserem Leben ihm überlassen. Das machen, was er sagt. Ja, jetzt können wir zusammen Ping-Pong spielen. Ping-Pong, da geht es so, man hat den Schläger und den Ball und dann schlägt man den Ball so und der Ball geht immer hin und her. Und das machen wir jetzt auch. Zwar nicht mit einem Ball, das wäre ein bisschen schwierig, aber wir machen es so, ich fange an, ich sage das erste Wort, nachher du sagst, da sind es 2 Wörter, einfach der zweite Teil, nachher komme ich dran, dann wieder du und so weiter. Probieren wir das einmal. Also, ich fange an und nachher du. 1, 2, 3. Überlass die Führung, vertrau doch auf ihn. Psalm 37. Hat das geklappt? Ich weiß es nicht. Wir können es noch umkehren. So noch üben, dass du anfängst und dann mache ich weiter. Probieren wir das auch noch. Also 1, 2, 3. Dem Herrn in deinem Leben, er macht es richtig. Vers 5. Wunderbar, sehr gut. Und ich möchte dich auch ermutigen, wirklich auch die Führung von deinem Leben einfach am Herrn, dem grossen, wunderbaren Gott überlassen. Genau so, wie es der Abraham gemacht hat. Er hat einfach die Führung wirklich Gott überlassen. Er ist, das haben wir letztes Mal gehört, von seiner Heimat ausgezogen in ein Land, ohne zu wissen, woher. Aber er hat gewusst, Gott weiß es. Und jetzt, wenn wir weiterhören von Abraham, was hat er dort in diesem Land gemacht? Wie ist das weitergegangen? Und ich freue mich sehr, dass heute Tabitha bei uns ist. Sie wird nämlich jetzt nach dem Trailer, der wieder kommt, wird sie weiter erzählen, was mit dem Abraham passiert ist. Hey, warte mal kurz, ich bin schon am Filmen. Ah was? Du filmst schon? Ja, aber ich kann noch ein bisschen rauswählen. Es ist mega schön draussen. Aha, so, okay. Schau mal, wie herrlich dass es da ist. Die schönen Felder, die grünen Wiesen, die wunderschönen Bäume und auch die Blumen, die es da hat. Ja, so ein fruchtbares Land hat sich sicher der Abraham vorgestellt, wo Gott ihm das Land Kanaan versprochen hat. Jetzt ist er in diesem Land, aber es sieht überhaupt nicht mehr so aus, wie man sich das wünscht. Nein, das Land ist wüst, trocken und rissig. Es hat schon lange nicht mehr geregnet. Nicht ein einziger Tropfen. Die Bäche sind völlig vertrocknet. Ja, eine grosse Hungersnot ist über das Land Kanaan gekommen. Alle Leute, alle Menschen müssen von ihren Vorräten leben. Auch der Abraham und seine Familie. Das war für den Abraham sehr schwer. Der Abraham, der hat sicher Zweifel bekommen. Nein, wieso lässt das Gott zu? Wieso lässt er die Hungersnot über das Land Kanaan kommen? Weil er hat mich doch da angeführt. Das ist doch der Platz, wo ich sein soll. Und jetzt geht es uns so schlecht. Hat Gott mich denn vergessen? Haltet er sein Versprechen nicht?
Was meint ihr? Haltet er sein Versprechen nicht, das er am Abraham gegeben hat? Doch wir wissen, was Gott verspricht, das haltet er auch. Er ist treu, auch wenn wir nicht treu sind. Ihm kannst du vertrauen in jeder Situation. Aber der Abraham, er scheint das vergessen zu haben. Wir lesen nämlich in der Bibel nicht, dass er Gott gefragt hat, was er tun soll. Nein, er sieht einfach keinen anderen Ausweg, als wieder aus dem Land rauszugehen. Mit allem, was er hat. Er will auf Ägypten gehen, weil dort hat es ja einen grossen Fluss. Dort hat es sicher noch genug zu essen und zu trinken für die ganze Familie. Er hat ja nicht nur sich und seine Frau Sarah, die er versorgen muss. Nein, er hat auch viele Diener und Dienerinnen und viele, viele Tiere. Die müssen alle auch zu essen haben. Aber vertraut denn der Abraham jetzt Gott nicht mehr? Weiss er nicht, dass Gott immer noch alles im Griff hat? Dass er es immer richtig macht? Er hat den Abraham ja auch schon den weiten Weg da angeführt ins Land Kanaan. Aber am Abraham sein Entschluss steht fest. Er wird gehen. Und so entschließt er sich, alle seine Sachen wieder zu packen. Alles das, was er ja eigentlich erst gerade wieder auspackt hat, muss er wieder einpacken und macht sich auf den Weg nach Ägypten. Unterwegs, nahe an der Grenze zu Ägypten, kommt ihm aber plötzlich etwas in den Sinn. An das hat er gar nicht gedacht. Seine Frau Sarah, das ist ja eine ganz besonders wunderschöne Frau. Und wenn die Ägypter sehen, dann werden sie den Abraham sicher loswerden. Dann werden sie mich sicher loswerden. Was soll ich nur machen? Ja, am Abraham, dem ist es gar nicht gut gegangen. Er hat richtig Angst bekommen um sein eigenes Leben. Ja, und jetzt überlegt er, was kann er denn da nur machen? Was soll er machen, dass er am Leben bleibt? Ja, und so lesen wir in der Bibel, dass er zu seiner Frau, der Sarah, sagt: Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich bestimmt am Leben lassen und mich deinetwegen gut behandeln. Sarah ist sicher verschrocken. Was? Was soll ich da sagen? Aber das stimmt doch nicht. Ich bin doch deine Frau und nicht deine Schwester. Wie ist es ihr echt in diesem Moment gegangen? Ja, der Abraham, der hat sich eine Lüge überlegt. Obwohl, sie ist ja zur Hälfte noch wahr. Weil der Abraham und Sarah, die haben wirklich den gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter. So war es früher noch möglich zum Heiraten. Aber halbe wahr ist eben gleich nicht die ganze Wahrheit. Das ist wie wenn du zum Beispiel deiner Mami sagst, du gehst heute pünktlich ins Bett. Aber unter der Bettdecke liest du noch ganz lang bis in die Nacht in ein Buch. Das ist auch nicht ganz die ganze Wahrheit und somit eine Lüge. Gott will nicht, dass wir lügen. Er lügt ja auch nicht. Der Abraham hat aber so Angst. Er hat unheimlich große Angst, dass er stirbt und darum lügt er und vertraut nicht auf Gott, dass Gott ihn ja beschützen kann. Dass Gott einen Plan mit ihm hat er das vergessen? Gott hat ihm doch ein grosses Versprechen gegeben. Er hat ihm doch versprochen, dass aus dem Abraham ein grosses Volk wird werden und seine Nachkommen das Land Kanaan gehören wird. Ja, hat er vergessen, dass er ihm vertrauen kann und dass es Gott immer richtig macht? Er kann auch dir zum Beispiel den Mut geben, dass du deiner Mami einfach sagen kannst, du, ich würde gerne noch ein bisschen in diesem Buch lesen heute. Darf ich das? Vielleicht sagt sie sogar ja und lässt dich. Vielleicht gibt Gott dir aber auch den Mut, dass du bis am nächsten Tag magst warten, bis du dann in deinem Buch weiterlesen kannst. Aber der Abraham, er entscheidet sich gegen Gottes Willen. Er bringt so Sarah und sich selber auch in Gefahr. Inzwischen sind sie alle in Ägypten angekommen. Und wisst ihr was? Währenddessen sie so laufen, die Ägypter, die schauen
die Sarah, die Frau, die ist ja richtig schön. Sie fragen sie sicher, von wem bist du? Und der Abraham, ist das deine Frau? So eine schöne Frau. Aber der Sarah und der Abraham, die verschwiegen, dass sie seine Frau ist. Alle meinen, dass Sarah die Schwester ist vom Abraham. Und wer das auch meint, sind die Diener vom Pharao. Die haben nämlich auch gesehen, dass Sarah mega schöne Frau ist. Ja, der Pharao, das ist ja der höchste Mann im Land und der hat sicher schon mega viele Frauen gehabt. Aber so eine schöne Frau wie Sarah ist, so eine schöne Frau wird er sich nicht entgehen lassen. Und darum holt er Sarah zu sich ins Haus. Nein, jetzt hat er meine Frau in sein Haus geholt. Aber der Abraham, er hat einfach zu fest Angst. Und darum bleibt er bei seiner Lüge. Und der Pharao, weil er ja Sarah zur Frau nehmen will, schenkt am Abraham ganz viele Sachen. Wir lesen in der Bibel, dass der Abraham Schäfe bekommt. Er kommt Kamel über, Esel, Rinder und vieles mehr. Auch noch mehr Diener und Dienerinnen kommt er über. So viele Sachen. Aber was meint er? Kann sich echt der Abraham freuen über all die Sachen, die er geschenkt bekommen hat? Er weiss doch sicher, dass es nicht richtig ist. Weil Sarah, das ist ja seine Frau. Und die darf doch nicht irgendjemand anders haben, schon gar nicht der Pharao, oder? Aber der Abraham, der sagt immer noch nicht die Wahrheit. Er hat einfach zu fest Angst und wehrt sich nicht. Doch hat Gott jetzt seinen Plan mit dem Abraham echt aufgegeben? Ja, denkt er, ja, der Abraham, der hat sich jetzt für etwas anderes entschieden, jetzt entscheide ich mich auch anders? Nein, der Gott, er steht zu dem, was er gesagt hat. Gott denkt an sein Versprechen. Er lässt den Abraham nicht im Stich. Gott ist treu, auch wenn wir nicht treu sind. Ihm kannst auch du vertrauen, weil er macht es richtig. Aber wie kannst du Gott vertrauen? Indem du ganz einfach mit ihm reden. Du kannst mit ihm reden, wie du mit deiner Mami redest oder mit deinen Geschwistern. So wie du bist, kannst du zu Gott kommen und mit ihm reden. Du kannst ihm alles sagen, all deine Probleme, all deine Sorgen, alles, was dich bedrückt. Und er hört dich. Du darfst jederzeit und überall zu ihm kommen. Du kannst ihm vertrauen. Auch wenn das der Abraham vergessen hat, hat es doch Gott nicht vergessen. Doch was kann Gott jetzt noch machen? Die Lage, die sieht doch richtig aussichtslos aus. Richtig verzwickt. In was hat sich da der Abraham hineingeritten? Aber Gott, bei ihm ist nichts unmöglich und er hat einen Plan mit dem Abraham. Er schickt nämlich eine unheimlich grosse Plage über den Pharao und sein ganzes Haus. Ja, der Pharao, er hat richtig leiden. Wir wissen nicht genau, wie die Plage ausgesehen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Pharao sehr krank geworden ist. Dass er grosse Schmerzen hatte und sein ganzes Haus so fest darunter leiden. Der Pharao, der hat sich sicher gefragt, nein, wieso passiert mir das? Wieso kommen all die Plagen über mein Haus? Wieso passiert das alles? Das habe ich doch gar nicht verdient, ich habe doch gar nicht gemacht. Aber der Pharao, der hat irgendwie herausgefunden, dass der Abraham gelogen hat. Wir wissen nicht genau wie, aber vielleicht hat es ihm ein Diener erzählt, wie da auf dem Bild. Vielleicht hat er es aber auch selber herausgefunden, weil die Plagen haben ja erst angefangen, seit Sarah bei ihm im Haus ist. Der Pharao ist sehr hässlich geworden und ruft den Abraham zu sich. Abraham, wieso hast du mir gesagt, dass Sarah deine Schwester ist? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Ui, nein. Der Abraham wäre jetzt am liebsten sicher im Boden versunken, so wie er sich geschämt hat. Nein, der Pharao hat es herausgefunden, dass er ihn angelogen hat. Nein, was hat er nur gemacht? Er hat den höchsten Mann im Land angelogen.
Nein, er wird ihn jetzt doch sicher umbringen. Was kann ich noch machen? Was soll ich noch machen? Ja, was soll er machen? Gott, er hat doch die Plage geschickt. Gott hat es immer noch im Griff. Ja, Gott weiß genau, wie der Pharao reagiert. Der Pharao sagt nämlich zum Abraham: Da, nimm deine Frau und gang. Wow, so ein Geschenk. Mit dem hat Abraham sicher nie gerechnet. Er kann seine Frau Sarah nehmen und wird von den Dienern vom Pharao sogar persönlich aus dem Land raus begleitet. Gott hat ihn nicht vergessen. Er hat immer noch alles im Griff. Gott kann man vertrauen, weil er macht es richtig. Er sieht auch dich in jeder Situation. Du kannst ihm vertrauen. Er ist immer bei dir. So wie er den Abraham nicht im Stich gelassen hat, lässt er auch dich nicht im Stich. Hat jetzt der Abraham echt gelernt, dass er Gott ganz vertrauen kann? Auf jeden Fall war er sicher überglücklich gewesen und hat Gott nur noch Danke sagen. Und das möchte ich jetzt gerade auch noch machen. Ja, Herr, ich danke dir vielmals, dass wir dir vertrauen können, dass du uns nicht im Stich lässt und wir immer mit deiner Hilfe rechnen können. Danke, dass du immer bei uns bist. Amen. Ja, der Herr war mit dem Abraham und hat ihn beschützt. Er war bei ihm und so möchte er auch bei dir sein und dich beschützen. Und so wollen wir gerade miteinander ein Lied singen, das auch von dem heisst. Und zwar, der Herr ist über dir und beschützt dich. Steht doch alle gerade einmal auf und dann wollen wir es miteinander singen. Er ist über dir und beschützt dich. Er ist unter dir, wenn du gehst von der Legion. Da wirst du siegen, er hat dich bis zum letzten Schluss. Er macht voraus seine Rettung, und er ruft für dich allein nach Welt. Er wird sich sagen, überall zu jeder Zeit. Er ist über dir und beschützt dich. Er ist unter dir, wenn du gehst von der Legion. Da wirst du siegen, er hat dich bis zum letzten Schluss. Er macht voraus seine Rettung, und er ruft für dich allein nach Welt. Er wird sich sagen, überall zu jeder Zeit, Wow, die Geschichte ist einfach mega schön, weil sie zeigt mir, dass der Abraham auch Fehler gemacht hat und Gott ihn deswegen nicht verlassen oder im Stich gelassen hat. Ganz ehrlich, auch ich mache Fehler, immer wieder in meinem Leben. Aber ich darf wissen, dass Gott treu ist und er immer einen Weg für mich hat. Und genau das Gleiche gilt auch für dich. Du musst nicht meinen, dass wenn du mal einen Fehler machst, dass Gott dann hässig ist auf dich und dich alleine lässt. Er ist treu, er wird immer bei dir sein. Und noch zurück zum Muttertag. Falls ihr noch kein Geschenk habt für eure Mami, hätte ich ein paar Ideen. Ich könnte zum Beispiel einen selbstgepflückten Blumenstrauß ihr schenken, einen Kuchen für sie backen, etwas basteln, etwas zeichnen oder sonst irgendetwas. Da wird sie sicher eine grosse Freude haben. Und ihr könnt dann von dem Geschenk, das ihr ihr gebt, könnt ihr ein Foto machen und das auf diese E-Mail-Adresse schicken. Und wir sind schon gespannt, was da für Bilder kommen, was für kreative Ideen. Und in der nächsten Sendung wird dann das eingeblendet. Genau. Jetzt sind wir auch schon fast am Schluss der Sendung, aber etwas fehlt noch, und zwar der Quiz. Und da hat der Josh schon die Fragen vorbereitet. Josh, willst du gerade schnell zu uns kommen? Dann stellen wir euch die Fragen von dem Sonntag noch stellen. Jawohl, genau. Ich habe wieder ein Quiz dabei. Und wir sind ja da gerade miteinander. Wir können das auch wieder miteinander machen. Ich habe da für euch etwas vorbereitet. Ja, Sheba. Danke. Für dich. Danke. Für dich. Danke. Das Quiz ist wieder, wie ihr es kennt. Wir haben 3 Fragen. Und zu jeder Frage gibt es ein paar Antworten. Und ihr müsst herausfinden, welche Antwort
richtig ist. Oder welche Antworten. Wir sagen jetzt euch dann, wenn es mehr als eine Möglichkeit gibt. Fangen wir doch gerade an. Ja, kommen wir zu der Frage 1. Und zwar heisst die: Warum haben der Abraham und Sarah das Land Kanaan wieder verlassen? Ist es A, wegen der Hungersnot hat er keine andere Lösung gewusst? Oder ist es die Antwort B, Gott hat gesagt, er solle weitergehen? Oder die Antwort C, er hat einfach Ägypten so geliebt? Genau. Dann kommen wir zu der Frage 2. Was hat es denn in Ägypten für Probleme nachher gegeben? Ist es die Antwort A, dort hat es auch eine Hungersnot gehabt? Ist es B, der Abraham und Sarah und seine Leute haben die Sprache nicht verstanden? Oder ist es C, der Pharao, der König von Ägypten, hat Sarah zur Frau nehmen? Und bei der dritten Frage ist noch etwas speziell, oder? Genau, bei der dritten Frage, da gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst dann selber entscheiden, welche Antworten alles richtig sind. Okay, und die dritte und letzte Frage heisst: Wie sind denn der Abraham und Sarah wieder freigekommen? Genau. A. Der Pharao hat sie fortgejagt und die Soldaten haben sie bis zu der Grenze begleitet. B. Sie sind durch Gottes Hilfe und Gnade freigekommen. Oder C. Sie haben sich selber überlegt und sind dann in der Nacht einfach geflohen. Könnt ihr das auch überlegen. Und ihr seht jetzt auch wieder den Link eingeblendet, wo ihr könnt Fragen beantworten könnt. Und unter allen richtigen Antworten verlosen wir wieder einen süßen kleinen Preis. Und zwar haben wir da, ihr kennt es schon, Knoppers, oder wie manche offenbar sagen, Knuppers, haben wir dabei. Und wir verlosen das unter allen richtigen Antworten. Und dann gibt es dann eine Nachricht an den, der es gewonnen hat. Und wir haben bis zum nächsten Dienstag am 12 Uhr Zeit zum Antworten. Genau. In dem Fall macht alle mit, die Fragen beantworten. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg dabei. Und ja, in dem Fall sind wir jetzt am Schluss der Sendung angekommen. Bis nächsten Sonntag wieder. Tschüss miteinander. Tschüss. Ciao, ciao.